Welcome back zum besten Podcast mittlerweile in Paris. Oha. Welcome back zum Podcast mit Migration in fucking Paris. Ich weiß nicht, wer da hören muss, aber du bist hässlich. Und das ist nicht dein Fehler. Deine Eltern haben sich angeschaut und haben sich gedacht, wir sind hässlich. Und wir wollen einfach auch Kinder haben, oder? Darum, es ist echt nicht dein Fehler. Und wieso ich jetzt da anspreche, dass du hässlich bist, ist, wie schon erwähnt, wir sind in Paris. Und seit gestern. Und da haben wir immer wieder angedeutet und immer wieder gesehen, auf der Straße sind wunderschöne Menschen. Der Kontrast von dem, was wir die erleben, und der Kontrast von da sind zum Teil Welten. Zum Teil, nicht alle. Es gibt sicher auch so blinde Flecken und schwarze Flecken in Paris. Aber es sind Leute, die sich einfach viel mehr Mühe geben. Ja. Äußerlich. Und meistens, wenn man jetzt vom Äußerlichen schwätzt, ist eigentlich nur die Kleidung. Oder? Ich glaube, das macht vieles aus, oder? Mhm. Absolut. Das ist, ich weiß nicht, wir sind jetzt am Freitag ja angekommen. Vielleicht ist es wegen dem Wochenende, ich weiß nicht. Aber ich bin 1000% sicher, du bist ja unter der Woche schon in Paris gewesen. Die legen sich auch unter der Woche so an. Ja, natürlich. Die sind alle so, nicht zu viel, sondern einfach genau auch der Saison entsprechend. Alle sind so. Am Zahn der Zeit. Zahn der Zeit, ja. Aber man muss dazu natürlich auch erwähnen, dass Paris Weltmetropole ist Ja. und sehr wahrscheinlich jeden Tag Touristen rumlaufen. Und dass man Ja. sie auch nicht so richtig kann differenzieren, weil ich glaube, wenn man sich auch entscheidet, zum auf Paris zu kommen, dann holt man sich natürlich auch Das andere Kleider. das andere Kleider. Oder? Holt man sich auch die schönsten Kleider aus dem Kleiderschrank raus und zum Teil vielleicht auch ein paar Sachen, wo man sich jetzt zum Beispiel bei uns in St. Gallen nicht anlegen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das Da stimmt. kennen sich auch, deswegen ein paar Sachen einfach bei uns ja nicht wollen anlegen, sondern einfach da wissen, okay, in der Ferien lege ich da. Wie zum Beispiel vielleicht ein Turban, wo die hast und wo du einfach nicht wirst anlegen. Hast du auch noch so einen Turban, wo du die nicht wirst anlegen, aber in der Ferien schon? Gibt es da auch so Fashion, Fashion in der Turban-Szene gibt es sicher, Ja, aber du tust eigentlich auch so differenzieren. Es gibt Dutzende von Arten von Turban, oder? Ja. Ich habe den ich habe, der ist jetzt eher so ein Jugendstyle. Es gibt noch so die größere Variante, die ein bisschen runder. Da Die Schwester hast du stimmt, gesehen zum Beispiel. stimmt. oder? Die Schwester hast Aber du nein, es gesehen. gibt auch noch so wie eine Bühne, wo ab und zu Leute haben und dann ist so, geht so Noch. Vorhang auf. Da, wo du dreieckmäßig gesagt hast, rauf. wie aerodynamisch, da wo du gesagt hast. Nein, ich finde das aerodynamisch. War aerodynamisch da? Vom Muswala. Er und sein Vater. Ja, da ist auch so ein. Da ist. Alter, das ist. Geil, Alter, das ist auch zu krass, Alter. Also Muswala ist ein. Ja, sag du. Also, Sidou Musiala ist ein Rapper gewesen. Eine Vorbildfunktion. Mehr als nur ein Musiker. Ist leider gestorben, getötet worden durch ein Attentat, gewollt von höherer Macht. Mhm. Also höhere Macht in dem Sinne der Staat. Ganz einfach. Ist, was soll ich sagen? Das ist mein Lieblingsrapper gewesen. Hat so eine Bewegung gehabt. Er ist am Boden geblieben. Er ist nicht keine Ahnung, er hat einfach seine Wurzeln nicht vergessen, so null, wirklich. Ja, fix. Und ja, eben, zurück zum Turban, sonst wird es zu emotional. Aber warte ganz kurz, hat er auf Indisch gerappt oder auf Englisch? Er hat der erste Punjabi-Rapper gewesen, wo wirklich auch nach außen Leute haben, Bro, Drake, das ist was Plan gewesen, Bro. Es ist was Plan gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt noch was, vielleicht haben sie was aufgenommen, ich weiß es nicht. Also eben, dank dem Karan bin ich auch ein bisschen in Gusto gekommen. Vom Muswala und er tut ein paar englische Wörter halt benutzen, wie G-Class und so. Und Harvak, Lakata, Harame, Karesonie. Für mehr Bette Gott. TR. So gut, ne? Da musst du echt hören, Triton. Ja. 0 to 100. Ich has schon gelesen, aber nur vom Karan summend die ganze Zeit im Im Auto, Auto. wo wir da ich angefahren sind. schwöre, das ist so ein gutes Thema. Echt. Vielleicht können wir es einblenden, irgendwie bringen wir es Karan, mal. echt, ich weiß nicht, aber ja, du hast ja die Kopfhörer vom Triton angehabt, wo wir angefahren sind. Also wir sind mit dem Auto da angefahren. Von St. Gallen auf Paris. Warte mal, ich mal. Und
Hä? Nein, nicht, erzähl weiter. Und dann... What the fuck? Und wir sind halt echt so lange unterwegs, 7 Stunden oder so. Und der Dritte hat sich sehr, sehr geile Kopfhörer auf Apple geholt, Ganz obwohl er geil. kein Geld hat. 500 Stutz hat er gezahlt. Nein, es labert Nein, nur. stimmt nicht, er hat es geschenkt bekommen, stimmt. Den haben wir voll vergessen. Origado? Ja, das geschenkt Ah, bekommen. geschenkt. Afrika hat es geschenkt bekommen. Genau. Er hat abgehandelt. Auf Zero. 0 to 100. Guter Händler. Und mit diesen Kopfhörern hörst du echt nicht mehr fast, praktisch. Und der Dritte war am Fahren und ich war halt neben ihm und ein bisschen über die üblichen Sachen geschwätzt wie Skanderbeg und Castrioti. Genau. Und dann hörst du einfach den Karan im Hintergrund, hat sich wahrscheinlich selber nicht gehört, ist einfach so gefühlt, als wäre er selber besessen gewesen von dieser Musik. Und man merkt so richtig, der Karan ist einfach ein Kulturboy. Er hat das so gern, dass er einfach jede Strophe, jedes Wort einfach mitgesummt hat. Und dann hörst du auch so, der Karan im Hintergrund. Und dann schaut er auch so zum Teil so ins Leere aus dem Fenster, Aus dem wie, Fenster, genau. wie in einem Musikvideo, so. Also voll im Film, richtig voll Genau. im Film, echt so gut. Echt so gut. Aber Cool. da kann ich auch nur, wenn ich mich richtig in der Umgebung wohlfühle. Das würde ich sonst nie machen. Das ist ein sehr, sehr schönes Kompliment für uns beide. Ja, das ist das beste Kompliment. Nein, da könnte ich nie sonst. Ja, Das ist einfach so gewesen, ich habe gemeint, ich bin vielleicht ein bisschen zu laut, aber ich habe auch nichts gehört. Wirklich. Und dann habe ich angefangen und ich so, fuck off. Ja, fix. Aber dann ist auch whitewashed worden und hat so Sachen gesungen wie Talking to the Moon. Wenn Autofahrten sind so geil, weil es ist einfach so, die Fahrt an sich ist auch schon die Ferien für mich. Logisch, ich bin jetzt nicht gefahren. Ja, aber Wegen Angst. Du kannst alle ich kann einfach fahren. nicht gegenfahren. Aber der Homeboy ist gewöhnt an Tesla. Da muss man einfach dazu noch erwähnen. Nein, Ohne einfach kein Automat. Risikowilliger. Vor allem, wo wir in der Stadt sind, Alter, stell dir vor, ich hätte es schon geschafft. Also weißt du, nicht, dass ich sage, dass ich nicht kann. Ich bin ja, da wo ich vom Markt erzählt habe, wo wir in die Ferien sind, bin ich auch mit so einem riesen Bus gefahren. Wenn der Markt Ah, gehört stimmt, wird, was soll ich sagen, kann, du hast meinen Gang zerstört. Aber egal, ich bin angekommen. Das ist das Ziel. Aber ja, ich fahr wirklich nicht gern. Ich fahre einfach nicht gern Gänger. Gänger, ja, ist einfach nicht. Nein, ist ja verständlich irgendwo durch. dann fangen wir doch gerade bei der Fahrt an, nicht? Da habe ich gerade aber anschneiden, Oh Yellow. mein Gott, gut. Ja, die erste Strecke ist auch mitgefahren, sehr lang. Noch sind wir irgendwann in Frankreich gewesen, bei dahin am Schlafen gewesen. Wir haben uns um 4 Uhr morgens haben wir uns getroffen. Ah ja, gut. Ja. Wir haben uns um 4 Uhr morgens getroffen, also beim Karan zuerst, habe ihn abgeholt und dann zum Triton und man hat es halt am Triton angesehen. Er ist kurz vor... Aufgestanden. Er ist jetzt einfach aufgestanden, in dem Moment. ja, ich habe mir den Weg halt später gestellt, weil ich gesagt habe, ich komme später und dementsprechend. Und auf einmal sind wir früher da gewesen. Und dann, keine Ahnung, 5 Minuten vorher bin ich aufgestanden und hast dann mein Zeug parat gemacht. Also schnell abgenommen und die üblichen Dinge, Morgenroutine. Aber ja, früh aufstehen, dann nützt es eigentlich gar nichts, dann sieht man immer noch müde aus. Und dann sind wir eigentlich schon losgefahren. Und irgendwann eben hat es den Wechsel gegeben. Alles gut? Jetzt haben wir double-checked. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann sind wir dann die Langstrasse da gefahren, also die Autobahn von Frankreich. Irgendwie immer alles mega leer und Ja, alles mega. so flach. Mega, echt. Und wie kann man sich das noch vorstellen? Eigentlich wie der Film einmal. Genau gleich, wie man sich Frankreich vorstellt. Einfach riesen Wiesen, immer wieder ein bisschen Waldflächen. Irgendwo ein paar Dörfer, die mega alt ausgesehen, beziehungsweise die Häuser sind so steinig gewesen und kleine Fenster, steile Dächer und richtige riesen Dachflächen. Ja. Und irgendwann sind wir dann vor den Toren von Paris gestanden und dann hat sich gerade so geswitcht, bam. Ja. Auf einmal kommen so riesen Überbauungen, Blöcke und viele Autos auf einmal, bam. Ja, echt. Und nachher irgendwann sind wir immer mehr drin und wir sehen so, wir müssen alles ein bisschen umfahren. Okay, Stau, dies, das, auf einmal werden so viel mehr Spuren. Du so. Und dann Ich habe Angst. Ja, Angst. Ja, es ist halt nochmal da, wenn du mit einem fremden Auto fährst. ja, logisch. Und nachher hast du immer so ein mulmiges Gefühl, aber so egal. Aber auch eigentlich auch nur wegen meinem Vater, nicht wegen mir, logisch nicht. Den haben keinen Respekt vor mir. Wenn sie Auto Wow. fahren, dann Respekt. Bro, wegen dem Alter habe ich schon Respekt vor dir. Also, Okay, ja gut. Bro, ich respektiere Ältere. Wow, Ich respektiere krass. Bro. Okay. Das sagst du eigentlich nur, weil ich halt kein Maus. Nein, ich bin schüch traumatisiert gewesen. Also ich habe schon immer gehört, Paris, Autofahren ist mega schlimm. Irgendwie haben wir es geschafft.
Aber Es ist aber auch schlimm gewesen, Mann. es ist wirklich schlimm. Es ist schlimm Bist gewesen. du einfach Aber über Rot gefahren? nochmal Oh, ich bin zweimal überrascht. aber nicht nur zweimal. Oh, du, mehrmals. aber weißt nein, zweimal gleichzeitig. Ja. Ah, die haben Ampeln 2 Meter danach. Die sind beide rot gewesen, bevor ich begleitet habe. und du so, hey, ja, Ampel gar nicht gesehen. Rote Ja, Ampel. es Bro, ist- rot da vorne ist Ich habe mich richtig müssen konzentrieren, auf Ja, mal ja. 4 Augen bekommen. Aber die Ampeln sind so versteckt gewesen. Ja, mega. Crazy. Und einmal bin ich auch angeguckt worden. Und einmal sind sie am Hupen gewesen, nachher habe ich auch müssen mitmachen. Ja, einmal so, ich muss mich in der Kultur anpassen. Ja, als voll wäre fremd. wir so in einem Hochzeitsauto. Auf einmal ist geguckt und ich so, wo ist Musik? Ja, kurzer Fun Fact wegen Hupe. In Indien gibt es Lastwagen, die haben ganze Lieder mit. Also einmal Hupe, noch 3 Minuten. Nein, keine Ahnung, einfach irgendein Lied kommt dann. Ey, So wie im voll Tesla. geil. Ich glaube, Ja, aber das ist während dem Fahren, Bro. Also beim Tesla kannst du ja nicht während dem Fahren hupen und dann kommt irgendein Sound, sondern dann musst du im Aha. Parken machen. Ah, krass. Und das ist einfach so ein riesen, einfach hoher laut, oder? Und nachher drücken sie noch und einfach so eine 10 Sekunden Sequenz von einem Lied Okay. als Hupi. Okay. Ist das schwer zum da programmieren? Nein, null. Aha, egal. Das ist wahrscheinlich nicht so, nicht so Die Sache. hat Aber einfach eine riesen dort, Box. also, eben Hupen tust du hure viel dort. Tust, Ist da, also dort, wo ich in Bali war, bevor wir nochmal über die Fahrt schwätzen, wo ich in Bali war vor 4 Jahren jetzt mittlerweile, haben sie uns gesagt, also dort hupen sie immer permanent, ja. echt Also egal wer. Dort stelle ich mir in Bali eher so Leute mit Töffel vor. Auch mit Auch Töffli Töffli, und bip, bip, Taxis, alles. Okay. Und dann habe ich echt mal einen Taxifahrer gefragt, wieso sie so permanent hupen. Ich hätte jetzt fast heulen wollen sagen. Und der hat dann dazu gemeint, dass es ein Aberglaube ist bei ihnen. Dass sie so wie der Geister sagen, hey, wir sind da. Wenn sie um die Kurve fahren und halt vielleicht dunkel ist oder auch eigentlich auch am helllichten Tag, sagen sie, hey, hupen jetzt kurz vorher, obwohl nichts vor ihnen ist. Und sagen so wie der Geister, wir sind da. So quasi schiessen uns, mach keinen Scheiß. In dem Echt? Sinne, Krass. ja. Also, wenn ich einfach weiss, ist zum Beispiel, wenn wir Gassen haben und du fährst mit dem Töffli durch und du weißt nicht, dass es von da oben kommt, dann musst du einfach hupen oder ob im Auto. Okay. Und dann siehst du, dann hupt man in dir. Einfach zum sagen, ey, komm. Oder ich, Ach weißt du, so, da. okay. Aber der Wenn's- Aberglaube mit dem Geist, Da Ja, kenne ich auch das erste Mal. Genau, wenn so die Straßen unübersichtlich in dem sind, Fall. dann hupt man so einmal. Da mache ich glaube auch Postautos in der Schweiz. Ja, Dort in den Berggassen. ja, kann gut sein. Dann gibt es einmal den. Stimmt, ei. Und dann wissen sie so quasi, Achtung, Postauto kommt, der braucht mehr Platz bei der Kurve, darum warte ich jetzt mal, bis er noch kommt. Ist auch schon mal aufgefallen, dass... Aber vielleicht sind ja die Autos Geister. Oder das Transformers. Wow. Oder so. Oh, Ich habe da letztes Mal geglaubt, ich habe immer geglaubt im Fall. Ah. Transformers früher. Wenn, Echt? wenn ich. wenn, Bumblebee. ja, dafür Transformers Ja. als Kind geschaut und dann, so, wenn wir geschlafen sind, habe ich immer gedacht, dann treffen die sich und werden zu Transformers. Die Autos? Ja, die Autos, Wunderland. unsere Autos, ja. Ganz Es ist früher, auch- ganz früher. Ja, ja, also gut, nur aber so es- Fantasie, weißt du, so stell dir vor, wäre geil. Geld Transformers hat es nicht in Cartoons gehabt. Wohl, ich glaube schon. Schon? Mhm. Bumblebee. und Okay, so. da heisst es einfach nicht... Ah, da hast du geschaut, nicht der Film. Also Ja, der Film mit Megan geschaut. Fox. Nein, Ah, den Film so. geschaut. Der ist auch ein richtig geiler Regisseur. Er hat so verdammt gut gemacht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Aber ich Wo weiß sind wir den gewesen? Genau. Ey, chronologisch nochmal zu der Fahrt. Ja. Und zwar... Ja, okay. Schau, der Karan hat mir letzten Dienstag oder so gesagt, der Triton wird arbeiten, während wir in Paris sind. Und ich Also, halt... Ich muss noch kurz reinreden. Ja. Wir haben gebucht, einen Tag später Memo. Oder ich weiß nicht, es ist eine Nachricht, 10 Nachrichten, oder? Ja. Also kann ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich weiß echt nicht, ob ich kann kommen wegen ja so viel zu tun. Okay, das war alles vor Zwischenkritik. Alles. Und ich bin halt so einer, ich habe gesagt, schau, Priorität, Architektur. Yes. 100%. Yes. Ich will, dass du Architekt wirst. Ich will, dass du Hey, sag was, mir, Alter. Sag doch. mir, sorry, Mir, Bro, ja. ja. Also Kollektiv, Nein, ich, nein, mir. nur der Und, aber, ich will das gut. Ja. Also, nimm doch einfach Mac mit und dann schaffst du dort. Das war so meine Idee. Gewesen. Und ich, Idiot, habe mich einfach überreden lassen. Und ich kann halt, ich kann nicht, weißt du, wenn ich kann nicht überreden, das ist so, ich tue gerne. Er Negativ. ist eine gute Idee. Ich Also hab's- die Verkäufer werden. Und dann er so, ja, voll, das machen wir. Gut. Aber dann, 2 Tage später, wieder bedenken. Mhm. Also, ja, warum München, warte, dies, da. Und ich so, Bro, wir gehen jetzt einfach. Wir haben jetzt gebucht,
da klappt schon. Ja. Dann habe ich mir da erklärt, dass wir heute, nach der Podcast-Aufnahme, hast du theoretisch 8 Stunden, du hast 9 Stunden, du hast 10 Stunden theoretisch. Alles schön, ja. Oder? Der wird wahrscheinlich Wir dann haben jetzt guten schaffen? WLAN da. Also wir haben da Mit WLAN extra alles. auf den geschaut. dort hinein hast du schon eingerichtet, jetzt machst du Ja. da pristine fertig, Bro. Du tust da pristine neu entwickeln. Okay, schauen wir mal, was Inshallah. wir machen. In 2 Stunden. Und jetzt mal meine Sicht von dem Ding. Schau, der ganze Gespräch habe ich nicht mitbekommen. Okay? Dass er den Mac wird mitnehmen. Da, was ich halt denkt habe, er hat einen PC im Atelier und er hat einen MacBook daheim oder einen Laptop oder keine Ahnung, iPad oder so. Aber ich habe nicht da denkt, dass er CAD braucht und alles und er hat halt nur auf dem Mac. Ich hol den Karren ab. Ich hol den Karren ab, oder? Und dann haben wir uns getroffen, bla bla. Dann hat er mir gesagt, er nimmt seinen PC mit. Und ich so, weil PC-Laptop, wenn der Karren von PC spricht, dann spricht er von PC. Weil er ist eine Koryphäe in dem Bereich. Und ich so, was meinst du denn genau mit PC? Und er so, er nimmt seinen PC mit vom Atelier. Und dann hast du ein bisschen Bedenken gehabt, wie wird das mit? Dann nimmt er seinen Karton mit. Oder nimmt das einfach so mit? Weil ohne Karton wird es sicher ein bisschen weniger Platz verbrauchen. Auf jeden Fall, er kommt runter, in dem Moment aufgestanden und in dem Moment, wo er aufgestanden ist, hat er einen Mac-Karton in der Hand. So ein fettes Teil, Es Alter. war aber ein richtiger fettes Teil gewesen. Und dann also denkt, okay, irgendwie Platz, weil ich einen Leichenwagen, also förmlich, Ja. Ja, ich so habe halt einen Kombi, Mhm. einen Honda und irgendwie haben wir Platz gefunden und es ist halt so von Anfang an klar gewesen, ich fahre, so die erste Etappe. Und der kann neben mir und der dritte und hinter uns, so, wir sind so die ersten am Fahren gewesen, glaube ich, und irgendwann hören wir einfach, der dritte nicht mehr so richtig, ist am Pennen gewesen. Und dann halten wir an, irgendwo so nach Basel kurz. Also in Frankreich. In Frankreich, Ja, in genau. Frankreich, genau. Also nach Mühlhaus haben wir irgendwo angehalten. Und dann sehen wir einfach, der fucking iMac ist umfunktioniert worden zu iDecki. Es ist einfach ein iDecki gewesen. Ich glaube, das ist nicht mal der Steve Jobs ist jemals auf die Idee gekommen, dass so ein iDecki Dinge produzieren. Ja. Auf jeden Fall, ich habe sehr wahrscheinlich in der Story gesehen, dass er da und sehr wahrscheinlich auch die Löcher in der Säcke. Ich habe keine Löcher in der Säcke gehabt. Ich Habe auch ich Löcher gehabt? Ja, nachher Löcher in der Säcke. Nein. Aber ja, wir sind broke. Also ich bin broke. Ja, vielleicht ab und zu ein Loch in der Socke. Genau. Ja. Und dann eben, bin ich nochmal ein Stück gefahren und dann ist ein Triton, hat dann das Zepter übernommen. Nein, vorher habe ich den Karan noch gefragt, ey Karan, kannst du noch übernehmen? Weil ich auch gesehen, der Triton ist am Pennen mit seiner Eidecke. Und dann der Karan so auf einmal so voll so schüch geworden, so voll Angst. So, also, er langt so an, er langt so Gänger, so als wäre er, ich weiß auch nicht, was er probiert hat. Also wir schaltet mal. Ich habe nur aufzeigen, So. dass das Problem ist. Dass Aber er hat es halt schon gekonnt, irgendwie. Also, Er wie macht der auf jeden Finger- Fall ich nicht das erste Mal. Ich Ja, mach's nicht zum ersten Mal. Ja. Genau. Und dann hat er halt mir so mit seiner Körpersprache gezeigt, hey, ich hatte nicht gedacht, das tut mir echt mega leid. Und dann habe ich. Eine Schweißperle ist runtergelaufen. Das ist nie- Echt. Eben, und dann hat er irgendwo angehalten und hat der Dritte übernommen. Ja, und die Eidecke, die ist leider wirklich nicht bequem gewesen. Also da müssen sie wirklich eine Also- bessere Erfindung machen. Ich habe den hinten, also ich bin den hingehockt und habe ihn wirklich auch probiert, irgendwer mit der Eidecke irgendwie umzusetzen, aber keine Ahnung, wie du das gemacht hast, Bro. Ey, keine Ahnung, du, er steht, weißt du noch, er steht auf, hey Jungs, ich bin gelegen, aber ich habe Ohren in den Nacken geschmerzt. Es ist so unbequem gewesen. Also ich weiß nicht, ich kann einfach nicht im Auto schlafen. Nein, das ist auch unbequem. Ja, mega. Naja, komm, jetzt sind wir vor den Toren von Paris und Ja, sind dann drinnen und die Straßen werden immer schlimmer, also wirklich bis zu unserer Airbnb. Den, Und ja, einmal bin ich angekuppt worden, das haben wir glaube ich schon gesagt. Mhm. Und dann hat man halt wirklich gesehen, wie es eigentlich immer schöner geworden ist. Also von weiter raus ist wirklich so fast schon ein Ghetto gewesen, richtige Randbebauungen, Blöcke und so weiter. Und dann ist man immer, ich sag mal, in der schöneren Lage immer ins Zentrum hineingekommen. Ja. Und dann ist so die Frage gewesen, wo parkieren wir das Auto? der schon, bevor wir überhaupt angekommen sind, drin und schon, Richtig am Druck machen. er so, ey Jungs, wo parkieren wir? Wo parkieren wir? Ey Jungs, ich sag euch, da kommt Tür. Da kommt Aber Tür. richtig. Da kommt Tür. Und dann sagt er so, ey, kann du fahren müssen. Ja, Jungs, ihr müssen vorher schauen. Ihr müsst vorher schauen, wo Garage ist, wo. Ich so, Ja. go with the flow. Ja, echt. No stress.
Wir gehen da hin. Was haben wir gemacht? Der hast den besten Parkplatz gefunden, beziehungsweise ich habe versucht, einmal vorher zu parkieren, aber ich habe es nicht geschafft. Dann bin ich wieder angeguckt. Das ist so knapp. Also übrigens... Da müssen wir ausformulieren. Okay, Formulieren. Sehr gut. Ja. Aber wer will, willst du das nicht? Nein, warte mal. Er parkiert hier und nicht schlecht. Es ist wirklich gut, es wäre gut gekommen, wenn noch ein bisschen Zeit gehabt hättest und der Audi-Fahrer die nicht so Druck gemacht hat. Ja. Er fährt rein und dann er schaut so hinterher und sagt dem Audi-Fahrer so, ja, geh du schon mal, oder? Ja. Und dann, als ob er ihn hört, du kannst nicht raus. Okay, und ich fahr wieder raus. Ja, die Person hat keinen Platz gehabt zum Vorbeifahren. Ja, Ja, genau. Ich raus. Ja, zu einem grossen Stress gehabt. Und übrigens in Paris parkiert man eben so, man stößt bis zum anderen Auto an. Oh mein den haben wir einfach Gott. erlebt. Man aber- parkiert und man haltet erst an, wenn man das andere Auto berührt hat und dann fährt man wieder führen. Also man stößt sich sozusagen rein. Ja, ist echt so. Und er sagt mir sogar noch, look, jetzt geht sie ganz hinterher, Mhm. jetzt fährt sie rein und dann geht sie wieder führen. Und sie ist so schlecht rein, das hat gar nicht können funktionieren. Aber Ja. weil sie reingestoßen hat, hat es aber funktioniert. Voll. Oder? Sie geht hinterher und dann macht es einfach Bumm. Aber Ja, schüch, aber oder trotzdem, für- es macht Bumm. Und dann ist sie wieder rein und wieder so. Ja, alle Autos haben Scarfaces. Die haben alle überall Scheiße, Narben. schade. Mhm. Ja, und dann haben wir einen Parkplatz gefunden, haben da parkiert, haben dann gesehen, ja, irgendwie müssen wir zahlen. Gut, ist irgendwie pro Tag 40 € oder so, wenn man aufrechnet mit der Stunde, keine Ahnung. Ja, 60 €. 60 €. Ja, 60. Und dann ich so, nie, machen wir nicht. Und dann habe ich einfach für 2 Stunden oder so. ja, eine Confession zu machen. Ja. Das ist gar nicht. Ah, okay. Da wisst ihr gar nicht. Wir haben das Blatt gar nicht angeschaut. Ihr habt das Blatt gar nicht angeschaut, oder? Wir haben also das Ticket haben wir gar nicht angeschaut. Ja. Wir haben ihm einfach geglaubt. Ich habe auch geglaubt. Aha, ja, gell, stimmt. Ich habe extra, Ja, weil ist der hat nochmal Paranoia bekommen, wahrscheinlich einfach nichts gesagt. Wie viel- Stimmt. Ja, eine Confession zu machen, das wisst ihr gar nicht. Das ist jetzt live auf Podcast. Also jetzt machen wir den Fall zum ersten Mal Schaltkammer aus und dann kommst du Jetzt- mit Bühlen wieder zurück. Ich habe Also, mit Kreditkarte wollen zahlen, Ja. aber er hat es nicht angenommen. Oha, Und dann habe ich eine Quittung bekommen, dass es irgendwie, da steht vor allem nicht, dass es abgerechnet, weil ich habe in meiner App geschaut, es sind keine 4 € abgerechnet worden. Bruder? Und es ist nur, Alter, renn! Also in dem Fall haben wir bis jetzt gar nichts wir haben gezahlt. gar nicht Wenn zahlt. du gar nicht zahlst. Nein, ich bin gar nicht zahlt, Mann. Schau, ich mein, da ist Law of Attraction, Mann. Ihr denkt, look, der denkt so richtig negativ. Logisch passiert Negatives, Bro. Du musst Ja. einfach, da kommt man, look, Ja, es ist jetzt gemacht für uns, es ist so geschrieben, dass wir nicht zahlen. Wir werden nicht zahlen. Wir werden heute nicht zahlen, wir werden morgen nicht zahlen. Mhm. Wir gehen heim, haben kein Dreieck am Rad. Ja, Es wird nicht abgeschleppt. Der auch noch so, ja, ey, ja, weißt du, Geld, es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir darum. Weißt du, wenn so, Wenn das Auto abgeschleppt wird. Ja, vor allem, schau, also wenn echt, wir müssen mal so überlegen, wenn das Ticket pro 6 oder 8 Stunden pro Tag 60 € kostet, oder? Das ist mega Oh, geil. mehr Geld, okay. Aber du kannst mir nicht sagen, dass in Frankreich ein Bus mehr ist wie bei uns in der Schweiz. Da ist mehr wie 40 Stutz. Ja. Im Nachhinein haben wir es noch nachgeschaut, wie viel ein Bus eigentlich ein Parkbus ist. In Frankreich und das sind 17 lächerliche Euro gewesen. Und dann zahlst du doch nicht fucking 60 € für einen Tag, wenn ein Ticket 17 € ist. Also Bus, Das stimmt. oder? Aber so ein Dreieck kostet sicher teuer. Aber eben, Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Worst-Case-Szenario, wenn so ein Dreieck dort an ist, Ja. da ist echt grusig. Da ist Ja. grusig. Du musst, glaube ich, anrufen, dann kommst du Nummer, dann müssen sie auch, wir kommen jetzt und dann geben sie auch nochmal 17 €. So. Sie geben dir 17 €. Noch ein Bus 17 €, weißt du? So. Was willst du machen? Ja, fix. Ja. Ja. Genau, dann haben wir echt wie Zigeuner ausgesehen, wo wir das Ich Auto auch. ausgepackt haben. Ja. Mit allem Zeug, was wir kennen. Die haben sogar noch meine Eltern ein Bild geschickt und einfach nur Zigeuner geschrieben. Und es ist auch noch ganz weit weg ja, vom Apartment, es sind Nein, irgendwie null. 200, 300 Meter gewesen oder so. Ja. Aber auf dem Weg dorthin hat es einen Fischverkäufer gehabt. Oh ja. Ey, es ist einfach so random irgendwo in einer Gas. amerikanischen Gasse, gell? Es ist nicht so Wir richtig laufen Strasse. aber die ganze Zeit drüber. Und vor allem, er hat keine Türen gehabt, es war einfach alles offen gewesen. Ja, und jedes Mal, wenn wir vorbeigelaufen sind, so der übliche Fischgeschmack.
Ja, aber richtig Maximale. penetrant. Ja. Penetrant. Nicht erst, wenn du dort bist, sondern Nein. du laufst und du kommst so Brise Fisch. Es ist nicht nur Brise, ich glaube, dort gibt es wie irgendeine Zirkulation, wo so unsichtbarer Wirbelwind, wo sich das Ding entwickelt. Aber der dort schafft, der bekommt da gar nicht mehr mit über. Der ist bei ihm ist da wie neutral. Ja, das ist so wie wenn du mal in den Furz abgibst und dann bist du allein im Zimmer und du schmeckst es nicht. Ah, Weil es mit der Zeit weggeht und dann kommt er bei dir und sagt, ey, da stinkst du nach unten so, hä, was Bruder? Hey, Karan, hast du eigentlich ein Feingeschmack gespürt? Feingespiel? In der Nase? Nein, Bro. Jetzt habe ich gedacht, weil wir haben eben gewettet, wir sind einmal rausgegangen und dann, ob es zurückfindet zum Auto, weil wir nochmal etwas müssen holen. Ah, da ist auch noch das Thema. Ah, Ja, ja, man ich habe jetzt gewettet, zerstört. wenn Ey, Mittag, eben, heute Abend, Mittag. Ja, du zahlst aber zuerst. Ja, ich zahle eh. Ja. Aber Also wir haben Wett abgeschlossen. Aber Ja. dritte erzähl du. Kannst du besser. Also, wir haben ja schon mal erwähnt, dass in Barcelona der Karan keine Orientierung hat, 0, 0. Dann haben wir gedacht, ja fuck, das schafft er eh nicht. Komm, wette mal, schaffst du es wieder bis zum Auto. Und es ist wirklich nicht weit gewesen. Es sind so zweimal links und einmal rechts abbiegen, fertig. Und nachher sagt er so voll stolz, ja sicher. Ah, für einen Mittag, 2 Mittag machen wir das. So, ja. Oh fuck, tut er jetzt noch bluffen oder meint das wirklich? Dann habe ich gesagt, okay, machen wir doch lieber einen Mittag. Und nachher läuft er halt los. Ich so, okay, das ist schon mal richtig. Aber jetzt will er tricksen die ganze Ja, Zeit. ja, genau, er hat es versucht zu verarschen. Und dann hat er es einfach geschafft. Aber jetzt weiß ich aber vielleicht wieso, weil er den Fischladen geschmeckt hat. Da ist eben ein Indikator, glaube Da ich. ist, glaube ich, hat er gewusst, dort hinein muss sein. Ihm kommt er bekannt, was, Bruder? Das kann sein, ich weiß es nicht. nein, pH neutral. Apropos pH-neutral, das Wasser da kannst du leider nicht trinken, dann musst du immer Wasser kaufen. Das ist Standard. Sogar in der Aber zum Dusche schmeckt es Ablenken. komisch. In der Dusche Nein, schmeckt's Bro, ich kann nicht mal, wenn ich das Gesicht wäsche Mhm. und auch ein bisschen, wie sagen wir, wenn man, Zähneputzen. nein, gurgeln oder keine Ahnung, wie sagen wir dem? Ja, gut. Gurgeln, ja. Gurgeln. Okay. Dort habe ich auch schon komisch, weißt du, ich habe nicht geschluckt, aber Mhm. das ist schon halt Zunge. Es schmeckt irgendwie trocken, das Wasser. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das ist Also komisch. ich habe es jetzt gar nicht ausprobiert, aber schmeckt es nicht nach Chlor? Ich glaube. Weil Ja. Indien habe ich schon mal getrunken, wie auch immer. Also früher. Mhm. Ich bin ja früher, als wir kleiner waren und in Indien waren, bin ich morgen aufgestanden, was mache ich das Erste? Wenn ich Wasser trinken, gehe ich einfach zum Hahn. Mhm. Bro, meine Tante geht direkt weg. So, du Geht kannst enterbt. dort, nein, aber du kannst kein Wasser trinken. Ja, ja. Ja, Das noch. könnte Das ist- das ist- Nein, ich glaube, abgesehen von der Schweiz kannst du auch nirgends so richtig. Auch zum Beispiel in Spanien kannst du nicht, Nein. Italien Nein. kannst du erst recht nicht. Das ist krass, Mann. Das ist echt so, wir sind Das schon ist urexpoilt. krass. Wir sind sind extrem maximal- expoilt. Jetzt auch mit dem Zug und so finde ich auch. Boah, Da ist Mann. Katastrophe, Ich Alter. bin ja in Deutschland seit 4 Tagen. Ja. Und auch noch mit der Deutschen Bahn am Reisen. Ey, Ja, Deutsche da, Bahn, Mann. Horror Stories. Weißt du, ich habe schon viel gehört, weißt du, auf Insta so Deutsche Bahn-Memes, das irgendwie Sport. Aber ey, kein Zug ist nicht ist pünktlich gekommen. Mhm. Kein einziger Zug Krass. Mhm. ist pünktlich gekommen. Immer wieder 5 Minuten, okay, 5 bis 10 Minuten. Aber in der Schweiz sind 10, 15 Minuten schon, ich weiß nicht, ich fahre nicht so viel ÖV. Mhm. Und einmal bin ich, Rich. ja, easy. Und ich bin auf dem Zurückweg, wo ich von Köln wieder in die Schweiz bin, Mhm. habe ich einen Zug gehabt. Dort ist gestanden, eben, der kommt der 5, kann ich, 5, halbe 3. Mhm. Das ist einfach neben der halbe 3 und plus 30. Hast du automatisch drin gesehen, plus 30. Also es ist gestanden halb 3 plus 30. Oder nicht so, das heisst 30 Minuten Verspätung. 30 Minuten Verspätung. Steht 30 Stunden, oder was? Nein, stimmt, aber 30 Minuten. 30 Minuten Verspätung, okay. Ja. Wenn da der einzige Zug wäre und ich komme an, dann ist schon, okay, dann warte ich noch eine halbe Stunde. Aber Problem ist, die Anschlusszüge bekomme ich noch nicht. Die Anschlusszüge. Ah, ja, So ja. komme ich ja, nicht. ja. Nachher, ich zuerst so ganz schüch, so, oh mein Gott, Alter, da wird ein Chaos, Alter. Jetzt muss ich die Mhm. ganze Zeit schauen und nachher noch. Mhm. Aber anscheinend noch, ist es noch geil gewesen. Bin ich zum Bahn, wie heißt es? Schaffner, Sabana in Schaffner. Deutschland, ja. Zu ihm und ich so, ey, look, ich bekomme die Anschlusszüge nicht. Er so, ja, du kannst den Zug nehmen, der geht nach Basel, aber gehst Offenburg raus, weil ich nach Konstanz müssen. Mhm. So, So war meine Konstellation. Gewesen. okay. Und er so, kannst den nehmen? Das ist sogar der besser gewesen, Zug. Das ist sogar besser Zug gewesen. Ah, Der- so. Ich bin sogar eine Stunde vorher angekommen. Was? Ja, bist du. Und da hat der können nehmen und mit dem gleichen Ticket, weil die Deutsche Bahn App hat gesagt, also, sie geben schon Alternativen, aber du musst
für mich, ich sage dir ganz ehrlich, egal ob, vielleicht bin ich auch zu gespoilt, was da angeht, ey, aber das ist für mich zu grosser Aufwand, Alter, dort schauen, dann dort einen säckeln zum nächsten, ich sehe Leute am säckeln zum nächsten Zug. Ah, das ist heftig. Oder Anschlusszeug. Und da will man einfach viel zu viel, Mann. Also hast du so wie eine Flexi... Nein, ich habe eine normale so App, Omio. So eine Bahn-App, wo SBB und ÖVV und DB alles zusammen nachher holt So. die besten Optionen. Ach so, Okay. oder? Und dann habe ich auch Omio eingegeben und nachher tut der für mich automatisch schauen, wie wo war. Und dann Ja. am Schluss läuft auch, holen sie auch Tickets von der Deutschen Bahn. Also am Schluss habe ich Deutsche Bahn-Tickets. Ach so, okay. Omio Weiss heisst die Seite? Omio, ja. Also es ist schon Kenn easy. ich gar nicht. Also wenn du 2-3 Wochen vorher du hast, bestellen, dann kommst du von da auf Frankfurt für 25-30 Euro. Theoretisch. Dann hätten wir das können auch benutzen für Paris, Mann. Ja, wenn man es Weil früher mit dem noch. Zug wäre Ja, noch schon geil, dann wäre sich auch... Also Ah, für, ja. für Paris hätten wir vielleicht 80 gezahlt. 80 bis 120 hin und zurück. Hin und zurück. zurück. Hinweg 80. Eben, Aber- Hinweg. Auch da ist günstig. Auch da ist mega günstig, ja. Aber wen haben wir entschieden, dass wir in Paris gehen? Eine halbe Woche vorher. Ja, Eine Woche normal, vorher. verstehe. Ja. Oder? Ja. Und dann haben wir auch schon wegen dem Auto geschaut. Und Mhm. ja, am Zugfahrt ist halt schon chillig. Ja, Ja, das mega, ja. stimmt. Mega. Ja. Aber dann wäre bei AID nicht so funktional dort. Nein, da wird Dann hätten wir Ja, gar nicht. und immer wieder sagen, die Autofahrt an sich, finde ich echt, ist so eine Zeremonie. Die ist richtig Es schön. ist echt schön. Ja. Ja, voll. Ich kann zusammen Musik hören, haha, hihi. Einer Mhm. muss halt immer fahren und konzentriert sein, aber Ja, voll. Das ist echt mega schön. mach Dance Moves. Ja. Also, Wo sind wir Also, gewesen? wo sind wir gewesen? Parkplatz. Parkplatz. Bla. Und dann sind wir. Was haben wir zuerst gemacht? Wir sind gegessen, glaube ich. Nein, wir sind einfach rausgelaufen. Wir sind zuerst mal einfach auf Paris rausgelaufen, haben Ja. Sachen angeschaut. Wir sind. Eine Kollegin vom Triton hat uns einen Stadtteil vorgeschlagen, wo. Ja, ist Marley oder so. jetzt vergessen. Marley, So schön. Place du Marley, irgend so etwas. Ja. Sind anscheinend dort viele Hippie-Sachen und so dort. Vintage Stores sind wir abklappern. für nichts. Für nichts. Für nichts. Wir haben eigentlich nur. Frausachen. Ja, wir haben eigentlich nur einen Kulturschock bekommen von den Menschen, die dort waren. Ja. Wo dort, Ja. ja, echt, sind da halt schon. Aber. Ja, aber Menschen sind dort gewesen, echt. Aber Menschen. Crazy. Ja. Und dann sind wir Dim Sum essen. Nein, jetzt Nein, nicht sollen sagen. das Jetzt, sagen. weil Oh, wir nein. zwar Bim können, Bam Sum Bum Bang da haben gesagt. sie permanent gesagt. Also es steht ganz groß Dim Sum. Dim Sum sind die chinesischen Teigtaschen, also Momos, also chinesische Momos. Die haben Huren gesättigt, sag ich ganz ehrlich. Ja, Echt? 6 Stunden kein Hunger mehr gehabt. Mal erst schon Hunger gehabt. Das war ironisch. Redest du Ah. fließend ironisch? Nein, ich habe schon easy Hunger gehabt. ja, aber es war fein gewesen. Die Flülilollen sind, Ja. oh, ist das rassistisch gewesen? Realistisch. Das ist so in der Nein, Matze. oh, Alter. Ja, die sind fein gewesen und die anderen auch, aber Das ist aber mehr so ein Snack. kennst du die, die essen und so machen? Oh mein Gott, ja. Machen wir gerade alle mal gleichzeitig. Alle miteinander für die Zuhörer. Alter, wie kann man so, hat sich essen, da Bro, Mann. einen neben uns. Mhm. In der, ich weiß jetzt nicht, ob es allgemein im asiatischen Gebiet so ist, aber ich habe gemeint, in China ist es so, dass nicht überall, also, Du hast die gut differenziert, du hast die gut, das ist gut. Okay. Ja. Dass man schmatzend isst, ist ein Kompliment für den Koch oder für Ja. Gastronomie, dass das Essen mega fein ist. Aber kann man nicht sagen, dass er jetzt, dass da eine kulturelle Aneignung war? Dass er da, weil er ist ja also obvious nicht ein Nein, ist Asiat Franzose. gewesen. Das ist, Ja, das Das, stimmt. das ist, Ja, das also stimmt. nach Wo man der auch- Logik, die wir jetzt in der linken Szene haben, wäre da kulturelle Aneignung. Nein, Ja. Ja. Boy, der erste Schmatzer, den er gemacht hat, das hat mich aufgeregt. Ja. Hey, nein, ich kann das nicht hören, Mann. Wenn man Ja. esset und dann schmatzt man aber so wie er. Aber nein, das ist. Sorry. Was Er ist hat das? schon- gewesen? ja, Er hat es aber er hat's extra übertrieben. Er hat so. gemacht, Hör auf. Bro! Hör auf. Hör doch auf! Mhm. Wie haben wir das einfach provoziert? Hier so einfach auch Und so. nachher mal gesagt, wenn unser Essen kommt, dann schmatzen mir noch Leute an. Ja. Aber bei uns ist es einfach nicht gegangen. Nein, es Bei ist Ja, gegangen, weil nicht es heiß war. Und dann Ja, haben, das wir, haben wir irgendwann. uns hat es eher so dann. Wir haben so voll wollen schmatzen, aber es ist zu heiß. Es ist auch nicht gegangen. Aber dann so gegen den Schluss und wo sie an der Show aufgestanden sind, haben wir auch so. Aber das ist gerade so eigentlich eine Frage, weil Schmatzen an sich sagt ja, dass mehr Sauerstoff
im Maulbereich oder im Rachenbereich kommt und dann schmeckt man ja eigentlich Sachen besser, obwohl eigentlich schmeckt man durch die Nase. Vielleicht hilft da etwas. Deswegen tut man ja auch Chai schlürfen. Nein, schlürfen tust du eigentlich, einfach wie es heiß ist. Nicht nur wegen dem Fall, auch wegen dem Geschmack. Okay, Dass er schnell in die Nase kommt. So wie, Dass einfach viel mehr Aromen sich entfalten. so wie die eine Werbung, die man immer wieder zu oft überkommt von einer gewissen Flasche, die mit Air funktioniert. Air down. Nein, ja genau, Air down. Air down. In dem Sinn. Ja. Und nachher haben wir uns ja die Frage gestellt, ob da eigentlich so wir whitewashed sind in Ja. dem Bezug. Also da mit dem Kier, also der Prinzip ist bewiesen, dass es funktioniert. Dass man mit der Nase. Ja, sie Ja. stützt sich, ja, es stützt Schon sich klar, ja oft ja. an, dass Ja, da voll. wissenschaftlich bewiesen ist. Aber es ist trotzdem, ja, es ist Aber in dem Fall, mal probiert. haben wir müssen unser Palakpanier haben wir müssen schmatzend essen, damit es fein ist. Oh, da Wir kannst haben das vergessen. du gerade erzählen. Ja, fix. Ey, schaut, ich entschuldige mich nochmal. Nein, die Entschuldigung nehme ich nicht an. Es tut mir leid. Ich habe Du musst dich bei deinen Eltern entschuldigen, nicht bei Ich uns. muss mich beim ganzen Stammbaum entschuldigen. Ich habe eine Aufgabe gehabt gestern, also eine, dass ich indisches Essen aussuche. Oder? Yes. Habe dann geschaut, gute Rezensionen. Es ist so, du hast all in, also es steht Restaurant oder und nicht Takeaway, Mann. Mm. Ja. Und dann bin ich an und habe gesehen, auf der Website, du hast so mehrere Optionen, du hast so 4-5 Portionen Yes. von verschiedenen Gerichten und dann kannst du da essen. Und hat noch gut ausgesehen. Und ich hätte dort, wo ich gesehen habe, dass die ein Nahenbrot mit Nutella verkaufen, hätte ich einfach sollen sagen, Bekaran macht das nicht. Der hat er sogar, Ja, bevor wir sogar vorher rausgelaufen gesagt, sind, Mann. bevor wir rausgelaufen sind, hat er das sogar noch Ja, so erwähnt, Bro, Leute, irgendwas ist komisch, Rezensionen sind krass, 1000 Bewertungen oder so. Ja. Restaurant sieht auch fancy aus, aber hey, wieso verkaufen die Nutella mit Naan mit Nutella? Und Aber warte schnell, da muss ich auch noch schnell etwas sagen. Ich habe ja angerufen zum Reservieren. Die sind wie so nicht gewohnt gewesen, dass man anrufen zum Reservieren. Ja. Da habe ich auch irgendwie... ja, logisch, wenn es Takeaway Ich habe ist. gemeint, vielleicht weil ich so kein Englisch kann, Französisch auch nicht. Und nachher hat er glaube gesagt, unter welchem Namen. Und ich habe nicht verstanden, wegen dem Dialekt ein bisschen. Und dann habe ich so, Driton. Und dann haben sie gesagt, okay, Dritoni. Nachher Dritoni. Dann sind wir dort gewesen. Boah. Nachher hat es einfach ein Buffet gehabt, wo man jetzt selber halt können aussuchen konnte. Ist eigentlich vom System her gut gewesen. Ja. Und dann sage ich so, ja, wir haben reserviert für 3 Personen unter dem Namen Dritoni. Sie schaut mich so an, okay. Okay, Und bestell. ich so, hä, was Aber muss ich so mit- richtig keine Mimik hat sie. Null. Ja. Null. Ich habe nicht verstanden, sie so, hey, was laberst du? Oh, ja. Schau, ich probiere mich kurz zu fassen. Mhm. Das Essen an sich okay, 5 von 10, 6 von 10. So 5 von 10. Ja. 5 von 10. Aber das eine Gericht, das ist Spinat mit Käse. Ich liebe Oder? das. Da habe ich in Barcelona mit dem gehabt und das ist wirklich gut gewesen, Mhm. oder? Sie haben auch noch, kannst du dich erinnern, mit den Ingwerstreifen oben, wo ich Oh. gesagt habe, da ist immer so ein, da kommt immer drauf, Ja. immer. Ja. Sehe ich dort den Palak Panier, was ist das gewesen? Einfach ein Klumpen. Aber recht ein Klumpen. Ein Klumpen Mhm. und dann sehe ich, wo ist das Panier? Panier ist der Käse. Mhm. Aber kein Panier. Und du hast echt nicht sollen sagen, so, hast du es schon eingeblendet, Ja, hast du es blendert, also hast du es reingemischt. Ja. Aber wer tut den Panier, wer tut den Käse im Spinat und dann zusammen, das war komisch gewesen. Ja, Und voll. dann hat er mich darauf angesprochen, weil er Aber der andere, ich glaube, der eher ich glaube, das war der Inhaber, Big Boss, gewesen, glaub ich. Kellner, Ja. Chef, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich glaube, der Inhaber gewesen, Mhm. dass er mich darauf angesprochen hat, und wie hast du es gefunden? Und ich so, ja, ist was Neues, oder? So, kennst du nicht, oder? Weil von indischer Küche. Das ist eher. Und da, was er so gesagt hat, hat mir ein bisschen wehtun. Mhm. Und dann haben wir gedacht, es ist gar nicht notwendig, sich mit den Franzosen anzupassen. Vom Essen. Weil das Voll. Indische, du willst ja, Mhm. ein fremdes Land, Mhm. eine Küche von einem fremden Land, willst du ja so präsentieren, wie es ist. Mhm. Und da lange indisches Essen kannst du 100% so übergeben, wie das indische Essen ist. Voll. Du musst nicht irgendwie noch anpassen, weil Leute mögen das. Das ist für die eine Geschmacksexplosion. Also, Gaumen findet sich. Maximal. Mhm. Und er so, ja, ich finde, weißt die Franzosen da, die mögen das eben. Und ich weiß, dass Inder das nicht mögen. Und Sie irgendwo gehen dann schon von dem aus, dass sie sich müssen anpassen müssen. Und Ja. dann sehr wahrscheinlich gar nicht so ausprobiert. Machen wir es zuerst traditionell.
Und dann schauen, wenn man kann ja immer noch justieren oder so einen Scheiß. Aber Die wir sind- sind gerade von dem angefangen. Und ich finde es so schön, dass sie so neue Sachen mit Süßkartoffeln probiert haben und Ja. Bohnen rein haben. Aber das war null indische Küche gewesen dort drin. Mhm. So der Vibe. So, es ist so, du gehst an, kein Starter hat es gehabt. Wie geil sind die Starters gewesen, die Pagode? Unbeschreiblich. Oder? Weißt du, Bacardi? Ja, das ist frittiert, das ist so Gemüse, das frittiert ist, Okay. mit Marinade. Ja. Und dann das ist so als Starter. Ja. Ja, könnt ihr heute Abend schauen, eventuell. Vielleicht mal. Aber wir geben dem jetzt nochmal eine Chance, also im gleichen Restaurant. Also wir geben dem Karan nochmal eine Chance. Vielleicht machen wir gerade mit ihm ein bisschen mit. Nach dem Essen. Also schau, ich glaube auch deine Entscheidung zu dem Restaurant ist ein bisschen einfacher gefallen, um sich für den Rest zu entscheiden, weil der Ich habe mich orientiert, ja, also Genau. das stimmt auch. Ich habe mich so orientiert, Ja. dass wir nicht so viel müssen hin und her laufen. Dann habe ich gesehen, wir können ins Rex gehen, das ist so ein Techno. Yes. So ein Rave, würde ich jetzt so als Rave bezeichnen. Ja. Gerade dort und um dieser Umgebung habe ich dann das Essen gesucht. Ja. Ja. Dann habe ich gerade dort ein indisches Restaurant, so perfekt, das sind 200, 300 Meter. Mhm. Neben der ein Bar, da kann man später dort bauen. Ja. Und dann habe ich mich ein bisschen beeinflussen lassen, logisch. Oder? Dann habe ich auch Ja, nicht voll. mehr weiter geschaut. Oder? Mhm. Und nachher sind wir von dort aus sind wir zuerst ins Hexenhotel. Hexton, ja. Hexenhotel. War Ja, ist krass. Es ist gar nicht riesig gewesen. ich habe Es die ist ein Location schöner Innenhof top gehabt. gefunden. Ich habe die Location top gefunden. Ich habe der Edle kann ich bin einfach kann ich fühle da voll. Ich finde da geil. Ich finde da Ja. hat was. Aber logisch, unsere Location ist es gerade wegen dem Durchzug ein bisschen scheiße gewesen. Am Anfang, ja. Am Anfang, ja. Aber dann später. Aber später ist es auch gegangen. Ja gut, du bist auch eher so Ja, am... Ja, immer Rand er hat einfach so schade die ganze Zeit da reingehauen. So weil- auf die einen Seite, damit ich nicht komplett Ja. gelähmt bin. Also Ja. wirklich, aber es war schon easy gewesen. Ja, fix. Voll. Und dann sind wir in so einem feinen, also so einem Diner eigentlich, wie man jetzt, glaube ich, amerikanisch würde sagen, reingehackt. Mhm. Haben dort noch gewartet, bis Rex aufmacht, dann sind wir in Rex hier, sind so ziemlich eigentlich der Erste gewesen. Aber wir sind aber auch später gegangen. Nein, also erst um 12 Uhr ist aufgegangen Ja, voll. und Oder? wir sind am Viertel ab 12 Uhr drin. Echt? Ja, ja, anscheinend. Okay. Also wir haben null müssen anstehen. Wir sind einfach reingelaufen und es sind noch nicht viele Leute Ja, gewesen. wir sind so unter den Top 30 gewesen oder so. Ja, ja. Aber sehr interessant, ey, die haben die durchsucht wie nichts. Also Oh, ja, sie haben bitte. gesagt, haben sie da Brille rein? Ich so, ja. Mhm. Portemonnaie, ja. Also hat sie abtastet, hat sie ungefähr abgeschätzt, was da ist. Dann hat gesagt, nimm es raus. Ich so, okay, da nicht eine Brille, schaut sie an, gibt sie wieder zurück. Das Portemonnaie. Ah, Switzerland. Nachher macht er auf. Er schaut jede einzelne Note an, die ich drin habe. Ja. Es war nur eine 10er-Note drin. gewesen. Alter, war Alter, Lüge. Nein, auf jeden Fall. 100er Und Note. Nein, warte schnell. Nein. Da kannst du nicht. Da kann man nicht ja, so tun. egal, okay. zwei 100er Note, 10er-Noten. 20er Note, 10er Note, Ja, 50er Note, alles. Okay, Also krass. wieder. Repräsentant von der Notenbank. Das habe ich aber schon noch krass gefunden. Nachher ist da immer so typisch, wenn du so ein Ausländer bist in dem Sinn und nachher sagt er, I was also in Switzerland. Ich so, cool, wo denn? Und nachher hat er, glaube ich, gesagt, Neuchâtel. Ich so, Lausanne hat er gesagt. Lausanne. Und so, Lausanne ist cool. Mhm. Also, nein, Lausanne ist nicht gut, Zürich ist gut. Und ich so, okay, ja, ist auch gut. Aber es sind alle trotz allem mega Herz, also voll easy drauf. Voll gewesen. nett Sie gewesen. haben uns ja natürlich abtaschen und so und auch Ja, ja, nachgeschaut. logisch, verstehe ich. Aber alles so mit einem Lachen. Voll, Ja, mega easy. Das sind auch so Bären gewesen, man. Ja, Also wirklich ja, aber- riesig der eine. Ich Ja. meine, der frisst mir jetzt auf, aber lächelt dich so an. Ja. Hello, guys. Hello. Ich so, hi. How many people? 3. Okay. Ja, Genau, und dann sind wir reingegangen. Bisschen leer gewesen. Musik, Karan, raushauen. Am Anfang. ja, der Karin ist unser Ähm, Musikexperte. Ich habe gewusst, okay, es ist nicht, es ist Haus, angelehnt, es ist wirklich Haus und deswegen dementsprechend ist da meistens immer der bessere Weg fürs Kollektiv. Mhm. Ich finde so Techno, also Ja. so, das klassische Techno, da ist so vielleicht nicht für jeden, oder? Mhm. Und ich habe gewusst, bei dir auch so eher Haus ist eher. Denkst du nicht, dass Techno so ein bisschen eher egoistisch ist, dass du dort hingehst und eigentlich nur für dich selber tanzt? Und Haus ist so, gibt so einen Moment, wo du dich selber anschaust, also gegenseitig, wie du jetzt gerade vorhin Ja. gesagt hast, so, Ja, voll. da so Kommunion in dem Ja. Sinn, Mhm. also gegenseitig anschauen und durch das so verbinden, also halt echt eine Verbindung. Ja, ist schon- aber wenn du 3 Leute hast, die Hard Techno fühlen, dann hast du da Ah, gut, gleich das auch. ist natürlich Weißt du, schon was ich etwas meine? anderes. Aber in der Ähm, Konstellation Ja, ist ja. eigentlich Nein, das stimmt schon, weil du kannst. perfekt Haus. Es ist, ja, nein, das ist top. Also am Anfang war Musik, gewesen, als ob er live spielt und einfach Beats verkackt. Es sind
keine Ahnung, Er hat gegen den Beat gekämpft. Er hat- Machen wir es ja, einfach so, er hat gegen den es Beat gekämpft. hat einfach nicht mehr gepasst und dann habe ich gemeint, okay, er kommt wieder klein, Ja. dann wieder so... Er hat Nicht gegen passt. den Mohamed Ali Sparring gemacht. Ja, Einfach nicht auf der passt. Tanzfläche. Echt. Und ja, vielleicht sind einfach dort Anforderungen zu hoch bei mir. Nein, Weil- wir haben es alle gemerkt. Okay. Also, ja, obwohl ich auch voll. wenig Ahnung von dem habe. Vielleicht sind wir die Einzigen, die nicht auf Drogen sind, deswegen haben wir es gemerkt. Die Da anderen ist sind so, Oh, da echt, ich ist schwöre, krass. Mann. Was? Es ist so enttäuschend gewesen. Es ist so, Musik so krass nach einer Weile. Also nach einer Weile ist für mich, Also Sport. ist für mich hure gut gewesen. Nach so 1,5 Stunden, wo glaube ich ein DJ Wechsel hatte, Ah, die Frau ist schon ist ein noch Haus um 2. gekommen. Ja, Ja. und die Frau hat es echt gekillt. Mhm. Aber dann schaust du so, ja, ab und zu, also ja, viel tanzen so, bla. Und dann bin ich auch zurück zum Bänkli, wo wir halt unsere Jacken und so hatten. Und da einfach mal ein bisschen rumgeschaut, um so wie oben runterzukommen, ein bisschen schauen, was abgeht. Und du siehst einfach nur so Leute am Kiefern, als hätte jetzt ein Kaugummi im Mund gehabt, wo kein Kaugummi mehr ist, so richtig, sondern Zement. einfach Zement, Alter. Richtig flüssiger Zement. Und es sind auch nicht. Also es sind jüngere Menschen gewesen. Echt, da hat mich so richtig ein bisschen. So, Ja. voll so. Einerseits auch gehumbelt, so zum Glück. Echt zum Glück sind wir nicht so. Mhm. Oder bin ich nicht in dieser Szene reingerutscht. Und vor allem sind es auch echt so gefühlt 19-, 20-Jährige auch Frauen dabei gewesen. Ich sage jetzt einfach mal Mädchen. Also wie soll man das sagen, das ist, weil man nicht, weil man da irgendwie interpretiert, sondern weil man auch wissen, dass dann dementsprechend angefragt worden ist. Ja. Nach Drogen. Ah, Wir sind ja. 5, also jeder einzelne von uns, Ja. 5 oder Mhm. 6 Mal Angefragt angefragt worden. worden. Einerseits, haben ihr etwas? Haben ihr MDMA oder haben ihr Koks? Oder wollen die etwas? Mhm. Sicher ich auch 3 Mal gefragt worden, willst du etwas? Auch im WC. Mhm. Sogar von dem Typ, wo, weißt du, dem Backschisch gibst. Ja. Also wo dem Geld gibst. Echt? Ich schwöre, der Ja, ist krass. so ein Aber da finde ich so. Du bist auch nur Schweiz, wir sind alle Schweiz. Ja, wir Ja, haben Schweizer, auch ja. nicht Aber gesehen. ja. Der wo draußen wegen dem Kessel liegt. Ja, 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 Der hat am nicht, die Kessel. haben nicht aufgepasst. Ich habe gemeint, Scheiße, ich darf den nicht anschauen, weil nachher ich kann Münze halten. Ich Am kann Anfang, nicht ja, ich auch am Anfang gemeint, das ist so Pflicht. So, okay. Also bei mir macht im Fall alles mittlerweile einen Sinn. Und zwar, mir ist so ein bisschen irgendwann aufgefallen, wir sind ja recht hell gewesen, also wach. Also in dem Sinn, wir sind nicht betäubt gewesen. Ja. Und dann siehst du einfach einen, der hat so einen Mutz gehabt und der hat verkauft. Der hat man gesehen. Der ist auch mal zu mir gekommen und hat gesagt, willst du etwas? Und ich so, nein, Mhm. danke. Und dann hast du auch gesehen, wie jemandem was gibt. Und dann ist einfach der Seko gekommen und redet mit ihm, als würde er sagen, schau dort hinten, sucht jemand was. Ja, Ja. ohne Witz. Und darum haben sie uns so krass durchsucht, so in der Hoffnung, wir machen das Geschäft nicht. Ja, voll. Also wenn ihr schon da kommt, dann wir lernen testen und ihr kauft da ein. Deswegen sind sie so happy drauf gewesen. Ja, ich glaube auch. Die sind Yes, wahrscheinlich auch man, alle heute so. mehr gewinnen. Ja. Aber kurz Thema Drogen und vor allem bei dieser Musik, es ist so schade. Ich finde das so schade, weil eben, ich kann es nur von mir reden und ich sehe auch bei euch die Reaktionen, was die Musik kann ausmachen kann. Bös. Alter, nur die Vibrationen schon, Irgendwann bin ich einfach verreckt, echt. der Das Körper, ist so geil gewesen. der Körper bewegt sich automatisch Ja. bei dieser Musik. Also bei mir jetzt, oder? Ja. Und da kommt wieder der langweilige, ich brauche Alkohol, ich brauche nichts, oder? Aber du brauchst es echt nicht, man. Probier mal wirklich die Musik fühlen Mhm. und du wirst merken, dass Techno und Drogen gar nicht zusammen müssen passen. Ja. Das ist einfach so, das ist einfach wahrscheinlich, ey, ich würde ein bisschen Drogen probieren, wo gehen jetzt erst an? Ja, so Techno-Festivals. Ja, es ist gerade so. Und ich glaube, da, wenn du Drogen nimmst, dann ist da glaub, schon etwas vom Härteren. So mit der ganzen Musik und die ganze Lichtershow und dann nimmst du noch Drogen. Dann schon wahrscheinlich ein bisschen, aber gut, dann die Rest von der Woche, dann wird es richtig scheiße. Weil aber viel zu viel Endorphin, Ist ja nicht ein bisschen Dopamin. Dopamin. Ja, genau. viel zu viel Nein, Dopamin das ist ausgeschüttet, scheiße. dass du irgendwie einfach nicht mehr kannst. Du hast einfach irgendwie eine Batterie leer. An einem Tag so viel Ausschüttung, cool. so viel Nachher brauchst du es wieder. verschiedene Ventile raus, dass Ja, einfach gar nicht nein, mehr nein, ist- Rest von der Woche hast. So Und da, schade, so Mann. etwas willst du einfach auch nicht in Kauf Weißt. nehmen. Alter. Und du willst auch nicht jedes Wochenende, dass du immer wieder auf die neue Trip kommst. Also dann ja auch in Köln, habe ich das auch so empfunden. Mhm. Da bin ich auch an einem Rave gewesen. Mhm. Aber Deutschland und Techno ist halt so Hand in Hand, ja. Hand in Hand, aber da ist Techno, da ist wirklich, Okay. da ist wirklich Techno. Ja. Und das ist krass. Mhm. Ich bin auch nicht allein, also ich bin ja in Deutschland allein, habe ein paar Leute getroffen, die ich kenne, Ja. aber grundsätzlich bin ich allein auf Deutschland. Ja. Und Ja. Und
Ja, allein Ferien gemacht. Also, Also du hast gereist. halt Freicount, hast du nicht gewusst, was machen, weil Genau. wir alle weg Voll. sind. Und habe ich mir überlegt, ey, ich gehe jetzt einfach allein raven. Ich gehe einfach allein raven. Ich kann mir da gehen, ich kann auch, wir haben ja gesehen, ich bin ab und zu einfach weg, also allein. Ja, ist permanent Kann ich- fast allein gewesen. Ego. Ja. Also ein Auge ist immer so schräg gewesen und der kann dann mal schauen, nicht, dass etwas passiert ist. Ja. Und wenn ich da drin war, erstens kommt sie so, ich zahle Eintritt und sie so, ja, Kamera abdecken mit so einem Kleber. Und ich habe zuerst gewusst, was der erste Gedanke ist, einfach weil drin wahrscheinlich keine Ahnung, was abgeht, oder? Kaputt. Kaputt, Mhm. Drogen und alles mögliche. Und dann habe ich gemeint, okay, komm, verstehe ich. Ja. Kamera abdeckt. Und nachher habe ich mir überlegt, ey, der Vibe dort, Leute sind nicht am Handy, Mann. Keiner nimmt auf, macht Story oder zeigt, ey, ich bin jetzt da, Ja. sondern jeder committet sich für die Musik Ja. und geht in die Fläche, schaut zum DJ, Augen zu oder was auch immer und sind am Abgehen. Jeder, dort habe ich mich gar nicht mehr fremd gefühlt, so wie ich mich bewege, sondern alle haben sich so bewegt, Ja, voll. oder? Ja, logisch, ein paar mit Drogen, mehrere Leute mit Drogen. Mhm. Auch dort bin ich gefragt worden, ob ich irgendein Codewort hätte, aber es nicht verstanden. Mhm. Nachher ich so, sorry, was? Und dann ist so, ja, hast du Drogen? Ich so, Ja. Vielleicht war Codewort Füße gewesen, weil es einfach auch, weil Füße weil bewegen sich man bewegt sich auch auf der Tanzfläche und Ja. man probiert irgendwie auch durch einen Archäolog spielen, weil durch Voll. Stampfen die ganze Zeit kommen wahrscheinlich Artefakte raus. Und da können natürlich auch beim Ablecken sehr Ja, so psychisch wirken, also psychedelisch so irgendwie wirken. also, wie heißt Es das? fängt alles mit passiv. Ja, Das ist es- so passiv. Es fängt einfach alles mit den vier Sachen, muss ich sagen. Genau, Auf der, also Stimmt. im Club meine ich. auf der Tanzfläche. ja. Ein ganz lustiger Moment war noch, irgendwann ist so eine gesehen, zu uns gekommen, zu mir und dem Ahmed. Die ist weg gewesen, also die ist komplett weg gewesen. Ah, stimmt. Dann kommt sie und sagt so etwas. Und ich so, was? Je ne parle pas français en anglais. Und dann ist sie so, oh no, je ne parle pas anglais. Und dann irgendwie, keine Ahnung was. Und dann hat sie irgendwie gebrochenes Englisch geredet, schlimmer wie ich. Oder nein, nachher kommt sie, will sie mit dir reden Mhm. und du hast sie auch nicht verstanden. Und dann kommt sie wieder zu mir. Und dann, wenn wir so beide zulassen, was sie sagt, Weil sie war kleiner gewesen. sie war kleiner gewesen. Ja. Nachher, wir wie zwei Idioten gehen so mega schnell ab mit dem Kopf zum Zulassen. So wie zwei Japaner, die einfach zu nah beieinander sind. Aber der Kopf so. Tack. Angeschlagen. Das war schon lustig gewesen. Und Knockout. dann hat sie. Nein, fast. Nein. Und dann hat sie gesagt so. Oh Gott. Und dann sagt sie so, ey, are you together? Und ich so, ja, yeah, he's my boyfriend. Und dann Oh sagt er, Mann. dann geht sie zu ihm und dann hast du geglaubt, nein, das ist mein Bro. Und dann hast du mir so die Hand gestreckt, Voll. Handshake gemacht und dann bla bla bla. Weißt du noch? Und die hat gesagt, ich will gar nicht mehr dort richtig Sie dabei hat sein. irgendwie so gesagt, ihr seid mega hübsch und bla bla. Und ich sage, Hübsches Perli. hübsches Perli, Hübsches genau. Perli, ja. Und ich so, danke vielmals. Ja, du auch. Das ist immer da, wenn du ein Kompliment bekommst Ja, aber und du so erzwungen nochmal, Wow. du hast das Gefühl, du musst jetzt auch zurückgehen. Ja. Und dann so, YouTube. Ja. Also, sie ist ja schon herzig gewesen, also hätte man schon können sagen. Aber es ist irgendwie so, okay, danke, merci. Ja. Ja. Ja, dann ist eigentlich auch nicht mehr lang gegangen, bis wir dann so richtig aus dem Club rausgelaufen sind. Ich glaube, wir sind eben so 11:45 drin gewesen und sind am, Halb 4. ja, irgendwie so dann rausgelaufen und haben auch gemerkt, dass kein Bus fahren und Tram, Metro sind, ja. Wieso? Ich glaube, wir haben an dem Abend was verpasst. Wir hätten jetzt später sollen gehen. Dann im Fall auch Ey, irgendwo wieso im ist. Ring, Wir sind rausgegangen um 3:30. Leute am Arsch, du. Eine riesen Schlange. am 3. Am Am 3. 3 sind Leute noch Ich glaub mir, am 4 wäre ein Hauptdeck gekommen, Mann. Glaub mir, am 4 wäre ein Ich Hauptdeck glaube, die gekommen. Frau ist doch. Nein, Frau ist nicht. Das war noch ein Typ. Gewesen. Also ein Typ hat aufgelegt, zwei Typen Ja. und eine Frau. Ja, Oder zwei Frauen, ein Typ. Weiß okay. nicht. Nein, die Dunkelhütig ist noch nicht gekommen. Es sind keine Ahnung. eine Frau, gewesen, ich habe auf Insta gesehen, eine Frau. Zuerst hat der Typ aufgelegt, wo nicht gewusst hat, wie was Rhythmus ist. Mhm. Und dann die Frau, die Haus aufgelegt hat. Und nachher wäre noch so eine Dunkelhütige gekommen. Und die Ja, haben wir okay. gar nicht gesehen. Und die Ah, hat eben genau. geschrieben, I'm here from 4 to 6. Ach so, Ah, okay. krass. Und ich weiß nicht, aber wahrscheinlich hat sie die gleiche Musik gemacht. Aber sie ist ja wahrscheinlich auch so In-House-DJ gewesen. Da weiß ich nicht. Es sind die Resident. Residents gestanden, aber Ja. keine Ahnung. Aber viele Leute da gestanden. Gut, so viel sind es. Aber ja, eigentlich schon Ach so. stabile Schlange. Ja. Stabil Schlange Ja. für da, dass, weißt du, sie haben Leute gar nicht mehr reinlassen, weil
in der Ja. Treppe noch voll war. Voll. Und wo wir reingegangen sind, war schon leer gewesen. Mhm. Aber ja, noch haben wir eben keinen Tram gehabt, keinen Zug. Mit dem Bus hätten wir gehabt, aber irgendwie haben wir den verpasst. Dann ist No. einfach das Beste in Paris. Tier. Tier Gut als Tier. oder halt auch Velos, die man mit Batterie auch noch mal mitschleppen. Bro, weißt du, das Mann. Alter, ihr sind so. Ich schrei sogar noch, ey Jungs, ich habe keine Batterie. Ich fahr einfach weg, Alter. Ja, aber man geht echt irgendwie davon aus, dass es funktioniert. Ja, Irgendwann Der funktioniert es. Scheissdreck, Alter, der hat einfach nicht funktioniert, aber Mann. hat einfach nicht Ich funktioniert. starte, ich fahr, ey Jungs, ich bin am Treten, Mann. Also der dritte und die haben ein Tier gehabt, also der Das ist ein Scooter. Scooter. Und der Karan, weil es einfach keine andere Option gehabt hat, hat der Velo genommen. Und dann hat er absolut keinen Akku mehr gehabt. Also es war alles grün, gewesen, alles stabil hat ausgesehen, aber dann hat er die Batterie auch noch müssen mitschleppen mit der eigenen Kraft. Dann- Das war so ein Pain gewesen, Alter. Und nach etwa 1 Kilometer haben wir ihm geglaubt. Die fahren einfach weiter. Ich so, Jungs, ich habe keine Batterie. Also gerade irgendwas von, oder ich so, wie schalte ich da ein? Ja, Oder Ja. er hat so, mach mal links, ich mach links, ach und klingelt. Ja. Nicht, er hat nichts können machen. Und wir haben ihm dann- natürlich erst geglaubt, wo wir dann auf dem Berg oben waren. Ich am Treten. Bro, ich hab auch gesehen. das ist schon lustig aussehen. Aber ganz weit dahin einfach so eine Lampe am Leuchten. Ja. Wieso das ist der Karan? Und der dritte zu mir haben gesagt, hey, fahr hey, langsam bitte. Weil schon scheiße für den Karan. Ja. Ja, nachher haben wir auf jeden Fall einen anderen gesucht und ist wie immer wieder geil, weil irgendwie funktioniert das System mit dem Tier einfach da, weil es Ja. so günstig ist. Es ist ja, 15, ich bin auch in Deutschland, habe ich für 15 Minuten oder 20 Minuten Fahrt 3,40 Euro gezahlt. Da auch, haben wir auch so Mhm. 3,50 Alter, ich bin 25 Minuten vom Teil gewesen. Ja, und bist vielleicht 4 oder 5 Euro. Hast du gezahlt. Nein, 7 Euro. Aber Das ist ist auch 7 nicht. Euro, Ist auch- auch nicht, Mann. Oh, Ja. Alter, okay, 7 Euro, schon ein Kebab. Ich zahle ich zahl vom Bahnhof St. Gallen zu der Direktorin 3 oder 4 Stutz. Und das ist nichts. Ja. Das ist echt nichts. Bro, ja Du mal, kannst echt laufen, schäm dich. Ja, manchmal. kannst du echt laufen. Dort habe ich Drogen genommen. Ah, deswegen, okay. Dort habe ich MD genommen. Oha. Schlimm. Vorbildfunktion. Nein, ja, und dann sind wir halt mal angekommen. Da musst du halt immer in gewissen Zonen parkieren und dann musst du noch ein Foto machen. Einfach so, dass. Ah, stimmt, ja. Voll. Und ab dann ist es dann so wie abgeschlossen. Mhm. Ja, und da war eigentlich unser Tag, gewesen, beziehungsweise auch Nacht Mhm. in Paris. Voll. Und wir haben, glaube ich, alle auch mega prächtig geschlafen. Also sind eigentlich da. Nur geschlafen. Ich bin Oder? müde gewesen. Ja, voll. Ich bin auch die ganze Zeit Ja, bewegt. und dann sind wir morgen aufgestanden, der Karin und ich, 9 Uhr weggegangen. Dann sind wir wie als Perli, mega herzig, fast Hand in Hand, go Croissant und Pain au Chocolat und Kaffee geholt für den Dritten, für unser Kind. Aha, und? Brezel. Stimmt, haben wir vergessen. Brezel. Bre, Kaffee und Brezel. So hätten wir es eigentlich auch können. Bro, da kann man einfach. Gell? Kaffee und Brezel. Ist da. Oder Brezelkaffee. Kaffee Brezel. Ja, Kaffee und Ah, Brezel. ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, dann alles aufgestellt. Ja, wenn du noch geschwind andeuten, was wir heute noch machen, dann sollen wir schon in so Ja. fragen. Nein. Ja, meint. Es sind so Was 2, ist- 3 Fragen sicher, aber Insi fragen. machen wir auf Unterhase. Auf Unterhase, Insi-Modus. Also, wir haben ja letzten Donnerstag. Immer noch. Wir haben, glaube ich, schon stabile. Ja, eine Stunde oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben ja eine Fragerunde gestartet und haben euch dazu gebeten, um uns einfach einerseits Tipps gesehen für Paris, danke vielmals. Wir haben einen Baum gesetzt, ein paar haben wir auch liegen lassen. Und auch dazu noch Fragen. Und jetzt mal eine provokative Frage von unserem. Mitnehmen. Fragen. Hä? Also sag mal, wer die Frage gestellt hat. Ich sträube mich, nein. ich sträube mich Check's zum. nicht, aber ich weiss die Vor allem, ich kann es Provokative auch nicht so. Also, Egal. der Name ist so ein bisschen. Nein, nein. Ja, ich wer- weiß- Frage. Ist es Nein. Euro? Nein. Es ist- Okay. Also, es ist eine provokative Frage für den Dr. Hasenbein. Braucht es für die heutige Einfamilienhäuser noch Architektur? Oder Architekten? Architekten. Architekten, Nein. Mal, sicher braucht es Architekten. Es hat Vielleicht mal, nicht bei allen. Also, Ja. es gibt sehr viele Einfamilienhäuser, die werden sehr einfach gemacht und braucht eigentlich nicht in dem Sinn einen Architekt, der es aus architektonischer Hinsicht räumlich aufteilt oder irgendwie. Aber klar braucht es einen, der es leitet, also in dem Sinne ein Projektleiter. Oder also ein Architekt tut ja nicht nur
das Zeug gestalten, wow, Raum, dies, das, Ananas oder sonst was machen. Er tut eigentlich auch koordinieren. Bis zu einem gewissen Punkt, bis es zum Bauleiter geht, wenn es dann gebaut wird. Und darum braucht es Architekten. Danke. Kurz und knapp. Und es braucht bei den heutigen Einfamilienhäusern vielleicht nicht gerade einen Ingenieur. Man braucht nur den Stempel und diese Liste. Weil dicke Pipapo, die muss bei 18 cm bis 20 sein. Also wir reden von ganz billigen Einfamilienhäusern. Also nicht billig so in dem Sinn billig, weil sie günstig sind, sondern 80%, man sagt so ein bisschen 80% auch in der Schweiz, wird einfach gebaut aus Zement. finanziellen Gründen. Zum Gewinn machen. Da, was mir letztens irgendwie aufgefallen ist, Raiffeisen macht ja viele Blöcke jetzt momentan, so Minergie-Blöcke. Und die sind für mich überall, jedem Dorf, jeder Stadt, alle sehen genau gleich aus. Und durch das sind auch natürlich auch andere entstanden, die jetzt nicht zu der Raiffeisen direkt gehören, sondern die Minergie-Blöcke sind einfach alles genau gleich aus. Und da, was ich denke, ein Architekt muss einfach nur alte Projekte aus dem Ordner oder aus dem File rausholen, aus dem am PC. Und schickt dann sehr schnell einfach genau das Gleiche einfach wieder ab. Ja, es ist aber schon nicht so einfach. So einfach ist es sicher nicht, aber genau, so stellen wir einfach so ich die weiss, was ganze... du meinst. Ja, es gibt sicher so Büros, die funktionieren das so. Die haben so ihre Modelle und die bauen es und dann tun sie noch ein bisschen Wände und so verschieben. Aber da ist ja kein Architekturbüro. Das ist klar. Da ist schon klar, ja. Also sie verkauft sich als Architekturbüro, macht es auch gut, weil der Kunde an für sich oder ihr wisst ja nicht, was Architektur ist in dem Sinn. Und dann verkauft es euch ja so und ihr glaubt das. Hätte ich auch geglaubt. So. Kommen wir zu Frank O'Gary. Wer ist Frank? Frank O'Gary ist ein Architekt. Mal eine andere Frage, nicht vom Euro. Ja, kann ich noch ganz kurz noch sagen, da mit Minergie und so weiter, du meinst, dass Raiffeisen-Gebäude zum Beispiel gleich aussehen. Gut, die haben so die Banken geschaut, den Beton dort mal. Jetzt versucht es, glaube ich, etwas anderes zu machen. Allgemein nicht unbedingt Raiffeisen, sondern was das Problem ist von der jetzigen Architektur ist, dass sie sich nicht ortsgebunden irgendwie sind. Dass sie sich nicht versuchen, am Ort anzupassen, sondern dann kommt einfach ein Block. Ja. Und da ist Schweiz hat das Problem, dass sie sehr viele Kaffs hat. Und du bist irgendwo dann in einem Kaff und du weißt nicht, in welchem Kaff du bist, weil die alle genau gleich aussehen. Und das ist so ein bisschen die Qualität, die verloren gegangen ist über die Jahre. Früher hast du irgendwie so ein paar Häuser gehabt, du hast gewusst, du bist in dem Dorf. Und jetzt sehen alle Dörfer gleich aus. Und da muss ich vielleicht in der nächsten Zeit ein bisschen ändern. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Ja. Und da können nur Architekten, keine Ingenieure. Shots fired. Andere Frage vom... Also vielleicht können es auch Ingenieure, macht nur Spaß. Aber bei dir macht keinen Spaß. Andere Frage vom... ich sage ihm jetzt einfach mal Johann. Können sich verschiedene Tiere miteinander unterhalten? Okay. Haben einen Take dazu? Es gibt sicher wissenschaftliche Beweise, dass sie das können. Aber ich weiß jetzt einfach gar kein Beispiel. Hunde und Katzen, sie jagen sich einfach. Ja, ich glaube aber, die einzige Unterhaltung ist, dass sie sich in einen Schutzmechanismus versetzen. So halt in der Position, wo sie halt drin sind, der Katze tut sich voll ausstrecken, so halt von der Mitte aus. Und ein Hund ist so ein bisschen leicht ängstlich, auch so ein bisschen parat. Und das ist halt auch so die einzige Kommunikation nonverbal. Warte schnell, also verschiedene Tiere untereinander? Ja, oder die gleichen Tiere? Nein, können sich verschiedene Tiere untereinander. Sie können sich, also, hast du noch was zu sagen? Schau ihn an. Alter, ich bin so wie ein Wissenschaftler da in dieser Position. Alles falsch, falsche Informationen, falsche Informationen. Also, komm, belehr uns. Tiere können sich untereinander nicht unterhalten, wie wir das Wort unterhalten. Das ist das Wort vom Menschen. Menschlich, ja. Menschliche Unterhaltung gibt es unter Tieren nicht. Unter Tieren gibt es 90% von der Kommunikation ist nonverbal. Ist nicht mit Laut. Gesänge. Dass der Hund bellt, das ist eine Reaktion. Da ist nicht so viele andere Sachen wie Hunde, die sind ständig am Kommunizieren. Der kennt sich aus, hat mal einen Hund gegessen. Ja. Und der hat es anders ausgedrückt, dass er nicht gegessen werden. Und die untereinander haben nur, die verstehen sich in dem Sinne nicht, was die miaut oder wie sie, aber sie wissen, die Haltungen sind vertraut. Okay. Die Haltungen sind, irgendwo sind die auch, haben so Ähnlichkeiten oder Säugetiere. Instinkt wahrscheinlich irgendwo. Instinkt auch. Genau und ist, ja. Jetzt weiß einfach, ein Hase weiß, wie er zu reagieren hat, wenn er irgendjemanden sieht. Oder irgendjemand, wo er weiß, ich kann jetzt gegessen werden von einem Fuchs oder von einem Genau. Aber die untereinander haben die keine Unterhaltung. So, schau, so in dem Sinne, Fuchs, gehen wir da weg. Ja. Ja, nein, da haben sie nicht, sondern Eben. ist instinktiv einfach. So. Genau. Okay, jetzt Erdmännchen, der hat ja immer so Wächter bei denen. Ja.
Ja. Und falls die so ein Adler sind oder sonst irgendein Raubtier, wo die können essen, dann piepst es ja. Ja, aber das sind Unterhaltungen untereinander. Das ist doch eine Unterhaltung. Da ist aber Da ist mit, Signal er meint irgendwo mit durch. verschiedenen Tieren. Die Frage ist, ob sie genau. untereinander weil Okay, logisch können die sich miteinander unterhalten. Aber das ist ein guter Punkt. das ist geil, Dämmerli, ne? ja, Das ist voll. geil, ja. Dass Das ist sie geil. so wie im Rudel Voll. funktionieren sogar. Vielleicht sagt er am anderen, hey, er schreit, er warnt die anderen gar nicht, sondern hol den. Hol Der die- hat mir letztens Erdnüsse geklaut. Erdmännchen essen die Erdnüsse, hätte ich genau sagen. Es ist naheliegend wegen dem Namen, aber. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Das die sind Eichhörnchen. Nein, man, sie essen andere Hunde. Okay. Zu der nächsten, ich weiß nicht, wie ich das sagen, Statement. Aber vielleicht haben einen dazu Schinken-Sandwich. Nein, nicht check. Haben die Schinken irgendetwas- habe ich auch nicht gecheckt. Okay, Schinken-Sandwich. 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 Okay, dann haben wir da noch. Lohnt es sich noch in Bitcoin zu investieren oder Shiba? Ey, ich kenne mich da nicht aus, wie geht's aus? Ich habe auch nicht so Ähm, richtig. Karrenhausen. Ob es sich lohnt, ja. Also in Shiba, nein, das ist ein Meme-Coin, das ist auch etwas. Mhm. weil- Look, etwas Wertvolles ist nur wertvoll, wenn es begrenzt ist. Genau, ja. Gold zum Beispiel, Silber. Mhm. Jetzt ist da der ganze Kryptozeug ist halt so nicht fassbar, Mhm. oder? Und Shiba kannst du unlimitiert generieren. Okay. Shiba hat nicht eine Grenze in dem Sinn. Aber Bitcoin gibt es limitierte. Voll. Es gibt limitierte Bitcoins, Ja. oder? Und deswegen ist halt der Wert dementsprechend eben wieder auf und runter geht, das ist so unberechenbar. Mhm. Du kannst jetzt 12 in der Nacht kann dir einfach mal 10.000 runtergehen und du merkst es nicht. Mhm. Oder? Und dort musst du kaufen, theoretisch. Langzeit, denke ich, kannst du was rausholen. Kannst sicher, weil der wird irgendwie schon steigen, weil die ganze Digitalisierung und weil Krypto an sich ist nicht nur Währung. Ja, voll. Kryptographie, da ist beyond. Da ist nicht Ja. nur Kryptowährung, ist einfach, da ist Ein kleiner Teil. Ein von der- Teil. Voll. oder zum Beispiel, wenn ich, es gibt ein Ethereum zum Beispiel, ich glaube, es ist Ethereum, das ist auf Bitcoin basiert. Mhm. Da hat Nein, sicher nicht. Doch. Ethereum ist nicht auf Bitcoin basiert. Schon? alles ist fast Okay, vielleicht. jeder Coin ist Okay. Bitcoin basiert. Ja. Das ist auch der Grund, wieso, wenn Bitcoin runtergeht, dass die anderen auch eventuell mit reagieren. Okay, vielleicht, ja. Aber die Kryptowährung kann man auch anders nutzen. Nicht nur für, ich zahle jetzt da, sondern da kannst du auch der ganze Kryptozeug, also die Kryptographie, die dahinter steckt, Mhm. kannst du auch zum Beispiel, du hast Kühlschränke, Ja. die auf Ethereum basieren. Ja. Dann hast du definiert, oben habe ich Salat, Mhm. und dann, wenn da leer ist, dann bestellt er automatisch, zum Beispiel bei der Migros Ja, oder wo auch immer, der Kopfsalat oder wo auch immer, und dann kommt er da hin. voll. Und das basiert auf Kryptographie. Genau. Da braucht es. Ja. In dem Sinn. Also das sind so die Grundgedanken von Kryptographie. Da alles andere ist Poker, das ist Casino. Ja, voll. Lieber, voll. lieber suchst du eine Lösung, lieber suchst du, wie sagen wir, du nutzt die Technologie Mhm. für eine Software, die etwas löst. Mhm. Oder? Logisch, Leute haben Geld gemacht, aber Leute, du musst immer so denken, wenn ein Typ Geld gemacht hat mit Krypto, haben 10 Leute Geld verloren Voll. mit Krypto. Ich würde euch nicht schlecht reden, Mhm. also, ich tue es gerade schlecht reden, ein bisschen. Mhm. Aber ich bin einfach, weil ich bin nicht so der Typ vom Portfolio mit Krypto, ich schaue jeden Tag rein und noch schauen, boah, es ist runtergegangen und ich weiß, es ist langfristig. Aber ich schaue trotzdem rein. Ich werde jeden Tag reinschauen wahrscheinlich. Ja. Oder wie ist mein Stand, wie ist mein Portfolio, ich dort investiert, Ja. und wo kann ich noch investieren, für da habe ich keine Zeit. Mhm. Ja, viel zu viele andere Sachen um die Ohren. Ja, ich glaube auch Blockchain ist auch so entwickelt worden, dass so wie der Vermittler bei irgendetwas eigentlich dann obsolet wird. Aber dass der Vermittler nicht mehr gebraucht wird. Ja. Oder? Vermittler plus, es ist, eben, ich will es gar nicht in die Blockchain rein, technisch, Ja. aber 90% der Leute, die investieren, haben keine Ahnung, wie Blockchain funktioniert. Voll. 99, 95% von den Leuten, die ein Bitcoin haben, oder das ist viel zu viel, oder allgemein ein Portfolio, die wissen nur, ich habe mal gesehen auf TikTok oder auf Insta, ja, du in XRP investieren Ja, und ja. keine Ahnung, in 5 Jahren bist du Millionär. Vor allem es gibt auch Stablecoins. Ja. Die, wo natürlich auch so konzipiert sind, dass sie dann effektiv wie eine Währung können funktionieren. Was auch immer. Ist da nicht da Stablecoin, wo die ganze Zeit Geld, passiv
Teil generieren, passives Einkommen oder so irgendwas. Irgend so etwas anderes, ja. So, Irgend so etwas habe ich anderes. mal gelernt, aber ich Ja. kenne mich auch nicht aus. Ja, auf jeden Fall, da ist irgendwo schon Zukunft, weil man hat ja bei WhatsApp gesehen, WhatsApp oder allgemein Meta hat, glaube mit 100 verschiedenen anderen Unternehmen eigentlich so, glaube ich weiß nicht, ich bin nicht ganz sicher, ob Stablecoin war, auf jeden Fall so ein Coin gemacht, wo Libra geheißen hat. Ja. Und das ist so wie ein Konsortium gewesen von vielen Unternehmen und die haben alle mitgemacht. Das heisst, wenn Meta mal ruft und sagt, wir machen das Projekt, kommen natürlich auch viel. Und das war ein Maximum Gefahr gewesen für sehr viele Banken, Kreditkartenunternehmen und so weiter. Weil, wenn das Projekt ist nicht realisiert worden, aber wenn das Projekt realisiert werden, dann könntest du auf WhatsApp Geld schicken. Einfach so Und, Geld schicken. und was auch noch krass ist, du kannst Geld schicken in Realtime. In Realtime, Alter. Also da muss nicht noch eine Bank approven. Gefahr gewesen von der, also echt auf der ganzen Welt. Aber ist nicht... Nicht realisiert worden aus verschiedenen Gründen, ich weiß nicht ganz genau, ich bin da nicht ganz... Also das ist versiert. wahrscheinlich... Bro, schau, überall wo du keine Kontrolle mehr, wo der Staat keine Kontrolle mehr hat, da kommen Anwälte auf dich. Ja, Da kommen so viele Anwälte auf einmal auf Meta und bekommst ganz aus dem Messer, weil da und da nicht geht, weil es gibt für gewisse digitale Sachen gibt es noch gar kein Gesetz. Es ist noch alles so viel in der Grauzone, deswegen ist auch ich Google und war immer in diesen Kongress, bitte, oder? Weil es gibt noch kein Gesetz. Ja. Ja, voll. Interessant. Ich verstehe wirklich nicht. Also, Meine jemand Mutter. schreibt da noch, der Dritte muss für Pristina arbeiten. Mach ich nachher. Wir können ihn einsperren. Wir nehmen auf jeden Fall den Schlüssel mit, wenn der kann und die nachher rausgehen, in den Louvre gehen, allenfalls. Ja, safe. Mal schauen, was wir machen. Dann Also, gibt es noch... Louvre nicht zu empfehlen. Ausser Auf innen. den, ja, kein Bock, ehrlich gesagt. Nein, aber- Mann, das sind so Ja, Touristen. Das sind Vor allem Louvre sieht aus wie Touri-Fallen. eine Zitronenpresse von... Ja, dann also- Ketchup. Ja. Dann gibt es noch... Also viel werden das auch nicht mehr. Wir haben jetzt schon eine Stunde, 12 Minuten, 13 Minuten oder so. Ja, das sind über viele Fragen, glaube ich. Wie unromantisch Paris eigentlich ist. Wie haben Sie es eigentlich so empfunden? Paris? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich eine Freundin habe, dass ich da ankomme. Voll, ich auch. Also das ist Definitiv. voll geil. Also, es sind geile Orte, geile Cafés, Mhm. gut eingerichtet. Logisch, ich gehe dort hin, wo ich es sehe, du musst nicht ins Ghetto gehen. Voll. Oder? Ich finde, es hat... Ja, aber auch da ist auch in der Stadt nicht zu unterbinden. Aber da war eigentlich schön, ist einfach, dass es echt aussieht wie eine Filmkulisse und da durchgehend. Ob es jetzt mit der schwarzen Flecke ist, mit den schönen Häusern, mit den schönen Menschen, auch ohne schöne Menschen, bla. Es ist einfach... Wenn du einfach durchlaufst, du fühlst dich wie in einem Film. Es ist mega schön. Finde ich jetzt persönlich. Ich muss da noch vielleicht sagen, ich finde es ab und zu ein bisschen fake. Alles ein bisschen. Ja, Nein. Also, Heißt fake. ich habe nicht Also, fake ich gemacht. weiß gar nicht, wie ich es beschreiben. Es ist so Erzwungen. vieles gestellt. Ja, Sehr, sehr vieles gestellt. irgendwie. Aber da ist, glaube ich, die Häuser sehen so schön aus, zum Teil nachher gehst du links davon kaputt. Ja. Also Kaputt. ist kaputt. Ja, es ist so, keine Ahnung, ein bisschen auch ein bisschen schickimicki. Also ja, je nachdem, auch, wo man sich bewegt, das ist ja klar. Ja, es ist Aber- einfach auch die Marke, die den Paris auch Ja, mitträgt. es ist, oder? es ist auch ein bisschen, klar, eine Touristadt und so weiter. Ja. Aber gleich, ich glaube, da akzeptierst du es irgendwie. Wenn du jetzt irgendwo am Strand gehst, wo du eigentlich an eine Insel willst gehen oder so, oder sonst irgendeine andere Stadt, dann willst du eher das Feeling haben, nachher stören die Touristen. Da ist es, glaube ich, eher nicht so. Mhm. Ja. Voll. Ja, Wrap it up, oder? Ich glaube, das ist gut. Stunde, 16 Minuten oder so haben wir. Will ich mal arbeiten. Genau, und die Leitung geht es geschafft, wir gehen raus. Was haben wir eigentlich noch schon am Schluss sagen? Wir sind bald wieder wir sind bald wieder bei der Direktorin jetzt neu mit Arm aber mir jetzt noch nicht so richtig funktioniert bis anhin. Auf jeden Fall müssen wir da einen besseren Winkel finden. Auf jeden Fall wünschen uns noch einen prächtigen Aufenthalt. Wir hören uns demnächst. Und ja, Mann, wir sehen uns nächste Woche. Danke vielmals. Thanks for listening. Yalla, goodbye. Der wird nicht alt. Verstanden. Haben wir mal einen anderen raus. Was gibt's noch? Das ist gerade gut gewesen. Es kommt auf euren Dance zu. Den haben wir jetzt geübt. Ah, stimmt. Den machen wir. Stimmt. Nee, den zuerst mal. Einerseits zeigen wir uns da unsere Künste und ich würde mir echt wünschen, dass der Karan jetzt einfach mal einen Beatbox-Freestyle raushaut für den Schluss. Aber Jetzt? dass wir uns nicht nur... Nein, man, Warum? der Mic ist nicht gemacht für da. Egal. Wenn man hört, mein ich Looten. sag das dann. Komm.
Was wegen Herpes? Befürchte. Okay. Also, Sie sind ready. Sie Pressure, sind jetzt Spruch halt ready. Sie eine- sind jetzt echt ready. Oh, ich hoffe, das tönt jetzt nicht scheiße, Alter. Egal, ist wirklich. egal, wir schneiden es raus. Nein, wir machen es nicht. Oha. Yalla, goodbye. Nein, es ist Hammer gewesen. Also, es war gut gefunden. Wow. Nice, echt nice.